Herzlich willkommen zurück zur nächsten Session. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Pause. Manche, habe ich gesehen, haben neue Frisuren oder ihr habt euch ein Eis geholt da oben. Da habe ich es nicht mehr geschafft, mich anzustellen. Ich habe mich in der Pause mit einer Freundin getroffen, die aus München ist und die jetzt wieder in Zürich lebt. Und es war einfach so schön. Ich hoffe, ihr habt die Zeit genossen. Wir sind jetzt hier zurück und in dieser nächsten Session wartet keine richtige Message auf uns, sondern eher eigentlich ein spannender Talk über die Stimme Gottes und die Stimme der Zeit. Und in diesem Talk sind 3 wunderbare Menschen beteiligt. 2 Frauen, 2 Pastorinnen, die Sarah Rumminger und die Annegret Schumacher und ein Mann. Und die Sarah und die Annegret, die kenne ich persönlich ziemlich gut, weil jeden Dienstagmorgen um 6 Uhr verabreden wir uns gemeinsam zum Videocall und beten zusammen. Die Sarah und ich, wir sind immer noch so ein bisschen verpennt. Die Annegret ist eigentlich schon topfit für den Tag, ready mit den Kindern loszulegen und wir beten gemeinsam eine halbe Stunde und das ist so eine kostbare Zeit, weil wir wirklich Freude und Leid teilen, weil wir Themen bewegen, weil wir füreinander einstehen und ich muss wirklich sagen, geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid und sowas kann ich dir nur empfehlen. Also diese Frauen sind wunderbar und vor allem liebe ich ihr Herz, dass sie sich vor schwierigen Themen nicht zurückschrecken, sondern dass sie sich darauf einlassen, reingraben und versuchen rauszufinden, was Gottes Stimme ist. Und dann haben wir noch den Nico Bachmann dabei. Den haben wir gestern schon hier im Opener erlebt. Ja, lieber Nico, du darfst auf keiner Ladies Lounge fehlen, auch wenn du keine Frau bist. Und heute werden wir noch mal eine andere Facette von ihm kennen, nämlich der Nico ist eigentlich Landeskirchenpfarrer. Deswegen seid gespannt, was da heute noch auf uns zukommt. Und ja, ihr Lieben, wir sind in spannenden Zeiten, uns beschäftigen viele Themen, viele News, die unsere Welt bewegen und alle haben eigentlich was zu tun mit dir und mit mir. Und was diese Themen, die einem vielleicht auch manchmal Angst und Bange werden können, damit zu tun haben, Gottes Stimme rauszufinden. Damit wollen wir uns jetzt in der nächsten Session beschäftigen. Lass dich in dem nächsten Clip schon mal ein bisschen mit auf das Thema einstimmen. Pandemie, Klimawandel, Globalisierung, Naturkatastrophen, technischer Fortschritt, Digitalisierung, Wachstum, Krisen, ein Kampf um ständige Optimierung. Die Welt dreht sich immer schneller, immer lauter. Wissenschaftler und die Gesellschaft fragen sich, was wird aus der Menschheit? Kann der Mensch seine Geschicke selbst lenken? Haben wir uns zu Gott gemacht? In all den Fragen sehnen wir uns danach, Gottes Stimme zu hören, seine Wahrheit zu kennen, seine Identität in uns zu tragen. Und gemeinsam wollen wir unsere Stimme für ihn erheben. Doch wie höre ich seine Stimme? Wozu ruft er uns? Was ist die Stimme Gottes und was ist die Stimme der Zeit? Würde Gott gendern, die Corona-Politik unterstützen? Würde er Yoga machen, bei Fridays for Future mitlaufen? One Voice, ein Talk über die Stimme Gottes und die Stimme der Zeit. Vielen Dank, liebe Frauke, für deine lieben Worte. Ich finde, ihr seht immer so schön aus, morgens früh um 6 und ich stolper da noch so im Schlafanzug rein. Aber vielen Dank für deine lieben Worte. So ist die Außenwirkung manchmal anders als die Innenwahrnehmung. Es ist schön, hier zu sein und ich freue mich auch nicht alleine hier zu sein, sondern mit euch beiden über dieses spannende Thema sprechen zu dürfen. Gottes Stimme und die Stimme der Zeit. Ihr habt es gerade schon in dem Clip gehört. So viele Fragen, die uns heute in unserer Gesellschaft und vor allen Dingen uns als Christen immer wieder vor Entscheidungen, vor Beurteilungen, wie ordne ich das ein, wie positioniere ich mich, wie verhalte ich mich, vor diese Fragen sind wir gestellt und darum soll es in der nächsten Session gehen und ich freue mich sehr drauf, es ist nämlich ein Thema, was auch herausfordert und ich liebe Herausforderungen, ich liebe, wenn es ein bisschen
ja, wenn es ein bisschen spannend und vielleicht auch ein bisschen brenzlig manchmal wird, und ich weiß, das tut ihr auf die eine oder andere Art und Weise auch. Und ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen loszuwerden. Schon jetzt, während wir reden, ihr seht da den QR-Code, den könnt ihr abscannen und über Slido eure Fragen reinschicken. Und im Anschluss an unseren Talk haben wir noch ein bisschen Zeit, wo wir auf die eine oder andere Frage dann eingehen können. Gottes Stimme, die Stimme der Zeit. Wir als Kirche, wir sagen, wir wollen furchtlos leben, wir wollen unser Umfeld positiv verändern. Das ist ja so unser Ziel, was wir als Kirche definiert haben. Gleichzeitig, wenn es um das Thema Zeitgeist geht, merke ich in der ganzen Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch unter uns Christen, ist Angst ein ganz großes Thema. Es ist was sofort mit einer nein und Hilfe und es ist gefährlich und ich gehe auf Rückzug damit zusammenhängt. Und ich finde grundsätzlich eine Regel in meinem Leben, ein Prinzip, was ich versuche anzuwenden, ist, wenn ich Angst habe, dann schaue ich genau hin. Empfehle ich dir für jeden Lebensbereich. Wenn du Angst hast, wenn dir was suspekt ist, dann schau genau hin. Und heute wollen wir ein bisschen hinschauen. Und Sarah, ich will einfach mal mit der Frage an dich starten. Was ist denn der Zeitgeist? Was ist die Stimme der Zeit? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Ja, vielen Dank, Annegret. Es freut mich auch, hier zu sein und mit euch so spannende Themen anzuschauen. Ja, was ist denn der Zeitgeist? Und müssen wir davor Angst haben? Ich nehme es mal vorneweg. Nein, wir müssen keine Angst davor haben. Alleine, wer die Message gestern von Susanna und Josie gehört hat, wir sind nicht Kinder der Zeit, sondern wir sind Kinder Gottes. Und das vorneweg. Jawohl. Genau, was ist der Zeitgeist? Ich denke, jeder von uns hat diese Entwicklung schon durchgemacht oder erlebt. Die Oma, die den leckeren Eintopf kocht. Dann kam eine Zeit, wo unsere Eltern das Kulinarische ein bisschen entdeckt haben, die internationale Küche. Dann kam der Fastfood und heute erleben wir eine Trendwende eher zu nachhaltigem veganen Essen. Was wir da sehen, ist, wir haben eine Veränderung unserer Verhaltensweise. Der Zeitgeist beim Thema Essen beispielsweise hat sich geändert. Das heißt, der Zeitgeist ist nichts anderes als ein Verhalten und eine Denkweise einer Epoche. Aber ich habe es uns mal hier mitgebracht. Der Zeitgeist ist nicht nur das Verhalten, sondern auch die Werte und auch vor allem eine Weltanschauung unserer Zeit. Das heißt, der Zeitgeist versucht zu fassen, wie unsere Welt denkt, wie wir denken und wie wir handeln. Und das zu greifen ist total schwer. Ich lese momentan ein Buch von Yuval Noah Harari, ein Geschichtswissenschaftler. Das Buch heißt Homo Deus. Und der sagt letztendlich, wir leben im Zeitalter des Humanismus. Der Mensch hat quasi Gott vom Thron gekickt und sich selbst draufgesetzt. Und er geht sogar mit einer Zukunftsvision voraus, wo er sagt, hey, der Mensch bekommt gottähnliche Fähigkeiten. Das ist eine spannende Zeit, in denen wir aktuell stecken. Nico, was sagst denn du dazu? Ja, also da bin ich erstmal platt. Es ist eine Ehre, mit so intelligenten, blonden Frauen hier auf der Bühne zu sitzen. Die Kombi aus intelligent und blond macht es, ne? Ich bin ja als Theologe bei dieser Diskussion dabei, gell? Danke, Susanna, für die Einladung. Ich liebe die Bibel und du hast gerade von diesem Zeitalter gesprochen, das humanistische Zeitalter. Es gab auch eine Zeit, wo sich der Mensch in die Position von Gott gestellt hat, das war zur Zeit Daniels. Und ich finde, Daniel ist ein unglaubliches Beispiel dafür, wenn es darum geht, zu verstehen, was es heißt, als Christ in einer Welt zu leben, die völlig gottlos ist. Weil Daniel war in der Gefangenschaft geführt worden, die persische, babylonische Gefangenschaft, das war das Weltreich und er war da mittendrin. Und der war der zweitwichtigste Mann. Also der König hat ihn ausgesucht und mit ihm auch Freunde, die dieses Land mit ihm regieren sollten. Und der war Christ. Und der König war kein Christ. Der war alles andere als Christ. Er hat selber gesagt, ich bin Gott, hier bete mich an. Sie haben sich danach dagegen gewehrt. Aber das ist schon eine krasse Geschichte. Und Daniel war über 5 Könige lang die prägende Figur in dieser Zeit. Und was ihn auszeichnet, finde ich, er war voll in dieser Welt, wie auch in Johannes 17 Jesus sagt, Leute, Daniel, du bist in der Welt, wir sind in der Welt, ihr Frauen, ihr lebt in dieser Zeit hier in dieser Welt. Wir haben es gehört, Königstöchter oder Königssöhne, aber wir sind in dieser Welt drin. Und Daniel hat das so unglaublich geil gemacht. Der war nämlich mega interessiert am Zeitgeist, der hat diese Schriften studiert, der war ja an dieser Königsschule da. Der hat sich wie ihr zwei, das bewundere ich an euch, ihr setzt euch mit diesen Themen auseinander, mega intensiv, hat die Zeit studiert und gleichzeitig hat er hier auch das Wort Gottes studiert und hat diese beiden Sachen nebeneinander studiert. Hatte viel Zeit wohl auch
oder hat sich viel Zeit dafür genommen, aber konnte dadurch auch einen unglaublichen Impact haben. Er hat die Zeit verstanden und hat sie dem Wort Gottes gegenübergesetzt. Und das macht ihn zu einer unglaublichen Person. Weshalb hat er das gemacht? Dann bin ich gleich wieder bei euch. Ich glaube, er hatte das Bewusstsein, dass Gott zu seiner Zeit durch ihn etwas machen will. Und ich möchte euch etwas sagen, wenn ich hier hinkomme an die Ladies Lounge, ich bin, glaube ich, jedes Mal dabei gewesen. Und was mich fasziniert ist, wenn ich euch singen höre. Das ist so unglaublich schön. Und da habe ich immer das Gefühl, da wird die unsichtbare Welt hier irgendwie bewegt. Und ich glaube, Susanna, du hast mit dieser Ladies Lounge irgendetwas in diese Zeit hineingestellt, was euch Frauen, euch ICF-Frauen, aber auch darüber hinaus ganz viele Frauen inspiriert und eben auch etwas bewegt. Gott ist mit dieser Ladies Lounge, mit euch Frauen, mit dieser Bewegung hier irgendetwas am Schreiben. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, was. Vielleicht finden wir heute irgendwas raus. Aber er ist, wie in der Zeit Daniels, mit euch, durch euch. Er bewegt was. Also das ist nicht nur Daniel, oh, tolle Geschichte, großer Mann. Er bewegt durch euch in der Gesamtheit etwas, aber auch durch jede einzelne Frau. Und das finde ich mega schön. Wow, Nico, danke. Fühle ich mich ermutigt und ihr hoffentlich auch, genauso ein Mandat auch zu ergreifen für unsere Zeit. Und ich finde, was ich vielleicht noch ergänzen würde, um zu der Zeitgeistfrage so ein bisschen, was ist der Zeitgeist und habe ich da jetzt Angst davor oder was mache ich damit, ergänzen würde, ist, was ich Christine Fratz sagt. Sie ist nennt sich selbst Zeitgeistforscherin. Sie sagt, der Zeitgeist definiert unsere emotionalen Grundbedürfnisse. Das heißt, wenn ich mir den Zeitgeist, typische Ausdrücke unserer Gesellschaft heute anschaue, sind sie mir ein Hinweis darauf, welches Bedürfnis die Menschen haben. Und jetzt weiß ich als Christ, wir als Christen wissen, Jesus ist die Antwort, aber wir wissen ja oft nicht, was ist die Frage. Und ich finde, da können die Bedürfnisse so ein super Wegweiser dazu hin sein. Und ebenso wie du sagst, sie wandeln sich auch. Ich fand ein total einleuchtendes Beispiel davon, dass dieser Wandel auch uns als Christen betrifft. Folgendes Beispiel. 2 junge Menschen, die eine junge Frau sagt, ich will Bankdirektorin werden in meinem Ort, in der ansässigen Hausbank, die ich da habe. Die andere Person sagt, ich gehe nach Tel Aviv und mache dort ein Start-up. Wer bekommt zu welcher Zeit die Anerkennung, wow, toll. Vor 40, 50, 30 Jahren war es die Person, die gesagt hat, ich will Bankdirektor werden, ich will Direktorin in der Bank sein. Heute denken wir, oh. Heute ist es, wow, du gehst nach Tel Aviv, Ausland, du entfaltest dich selber, Startup. Es wandelt sich und diesen Wandel, vor dem können wir uns nicht verschließen. Wir sind ein Teil davon, von diesem Wandel. Und auch ein Beispiel, was wir ja im Clip gerade schon hatten, ne, die Frage, würde Gott gendern? Wie gehen wir als Christen mit der Frage um, gendern wir oder nicht? Und jetzt kann ich erstmal da direkt eine Meinung haben und rausballern und überhaupt und sowieso ist es so total eindeutig. Oder ich kann ja sagen, okay, Menschen wollen gendern. Welches Bedürfnis könnte denn da dahinter stecken? Ich weiß nicht, sagt doch mal, welches Bedürfnis könnte dahinter stecken? Vielleicht das Bedürfnis, gesehen zu werden, Identität. Ja? Annahme. Ja, ich würde vielleicht noch sagen, so, was sehr typisch auch so für unsere Zeit ist, ist so, die Entfaltung meiner Person. Hilf mir, der zu sein, der ich wirklich sein will. Und dann, finde ich, kann ich diesen Themen auf eine ganz andere Art und Weise begegnen. Da bin ich ganz weit weg von Verurteilung, sondern bin ganz nah daran, den Menschen mit Gottes Liebe gegenübertreten zu können, in dem Wunsch, in dem Verhalten, so wie du es gesagt hast, was sie eben ausdrücken. Das finde ich, es war für mich sehr hilfreich, so eine andere Perspektive, eine andere Brille da einfach aufzunehmen. Genau. Was mich aber auch sehr beschäftigt hat, war die Frage eben, wir haben diese Stimme der Zeit, die Stimme Gottes, noch viele andere Stimmen auch in unserem Kopf, zumindest in meinem. Wie unterscheide ich jetzt die beiden? Also ich lebe mein Leben im 21. Jahrhundert, ich bin mit Jesus unterwegs, ich habe den Heiligen Geist. Wie unterscheide ich die Stimme der Zeit von der Stimme Gottes, wenn es alles so miteinander verwoben ist? Was habt ihr da für Impulse für uns? Also das ist tatsächlich keine leichte Frage und in der Bibel selbst, in Hebräer, lesen wir, dass es geistliche Reife braucht, Gut und Böse zu unterscheiden. Und es ist eigentlich spannend, das zu merken, hey, wir müssen geistlich reif werden, um Gut und Böse zu unterscheiden, weil es ist ja oft nicht schwarz-weiß, ne? Also mein 3-jähriger Sohn kann sagen, in Kindergeschichten, der ist gut, der ist böse, aber oft
sind die Dinge ja gut. Und das Spannende ist, Eva wurde auch nicht vom offensichtlich Bösen in Versuchung geführt, sondern von etwas Gutem, was Verlockendem. Das heißt, wir müssen lernen, gut und Gott zu unterscheiden. Und da können wir eigentlich ein ganz einfaches Beispiel nehmen, beispielsweise Emotionen. Unser Zeitgeist sagt doch momentan immer dieses Folge deinem Herzen, höre auf deine Emotionen, solche Dinge. Und Emotionen sind an sich ja was Gutes. Also Emotionen sind Gott gegeben. Jetzt ist unsere Frage, ist das jetzt eine Stimme der Zeit oder ist es die Stimme Gottes? Der Humanismus beispielsweise sagt, hier in dieser Weltanschauung, dass der Mensch die Quelle aller Autorität ist. Das heißt, so wie ich fühle und meine Emotionen, danach handle ich und danach entscheide ich. Das heißt, ich mache mich selbst zum Maßstab aller Dinge. Wenn ich jetzt sage, ich höre auf meine Emotionen, setze ich mich eigentlich auf den Platz, an dem Gott sitzen sollte und sagen, ich höre auf meine Emotionen. Aber Gott sagt beispielsweise, wenn wir uns fern von ihm fühlen, sagt, ich bin dir nah, du darfst zuversichtlich vor den Thron Gottes kommen, du bist geliebt. Das ist das, was Ilana vorhin hatte. Hörst du auf Gottes Stimme mehr und stellst du dich auf das Wort Gottes mehr als auf deine Emotionen? Es ist lustig, dass du das sagst, gerade mit diesen auf Gottes Wort stellen, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich auch ein Kind unserer Zeit halt sehr viel auf meine Emotionen höre. Ich mag auch Emotionen, gerade im Theater ist ja das, davon lebst du, Emotionen, Musik, ich liebe das. Und so als 20-Jähriger hatte ich immer so ein Verdammungsgefühl in mir drin. Ich habe gedacht, ich schaff's nicht in den Himmel irgendwie. Ich bin nicht gerecht, Gott ist irgendwie heilig, ich kann mich da nicht nähern. Und durch ein unglaublich wichtiges Gespräch, das sich sehr sachlich angefühlt hat mit einem Professor an meiner Uni, der hat mir dann gesagt, hey, ich habe dir hier ein Bibelvers, so einen Auszug, wo eben steht, dass Gott höher ist als unsere Gedanken, die uns verdammen und dass, also er hat mir dann mich herausgefordert, mega prägendes Erlebnis, meine Gefühle der Schrift unterzuordnen. Und das war für mich so ein Wendepunkt, wo ich auch gelernt habe, nicht nur, Emotionen sind ja nichts Schlechtes, also will ich nicht sagen, aber es gibt auch ein kognitives Erkennen von Gott und seiner Wahrheit. Und damals kam in mir so eine Lust, ich hatte richtig Bock zu erkennen, was Gott eben sagt und was er will. Also ich hatte richtig Lust, meinen Verstand mit der Schärfe des Schwertes, Hebräer 4,12, zu wetzen, zu festigen. Und ich habe hier einen wunderbaren Vers euch noch mitgebracht, die Damen. Da steht immer Sprüche 2, 3 bis 5, ich liebe den. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Es gibt einen großen Zusammenhang zwischen dem Wort Gottes und Weisheit, das vorhin auch schon angetönt. Und man kommt fast nicht drum herum. Also ich habe mich da auch wirklich vergraben, deshalb vielleicht auch mein Studium und die Freude daran, weil ich merke, die Bibel schärft meine Gedanken, schärft meinen Verstand, verändert mich, dringt durch Mark und Bein und ja, ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen banal, ich schäme mich fast ein bisschen dafür, aber Leute, wenn wir die Bibel, liebe Frauen, wenn wir nicht Zeit finden, die Bibel zu studieren und zu lesen, dann wird es uns immer schwierig fallen, die Stimme Gottes nicht unterscheiden zu können von der Stimme der Zeit oder meiner Stimme. Das ist ja 1:1 elementar. Preach it, jawohl. Elementar. Ja, danke Nico für deine klaren Worte, weil ich finde, ich wünsche mir so auch für meine eigene Kirche Mannheim-Heidelberg, dass wir eine bibellesende, auf der Bibel fundierte Kirche sind. Und gleichzeitig merke ich da drin auch, es ist manchmal so schwer im Alltag. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich will ja Jesus nachfolgen und ich will mein ganzes Leben auf die Bibel stellen. Aber oft scheitere ich im Alltag an mir selber. Ich schaffe es einfach nicht. Und das fand ich so schön, ich bin in der Vorbereitung über ein Zitat von Zwingli gestoßen, der sagt, was ist die Kirche von Jesus? Die sein Wort hört. Also was macht die Kirche aus? Wir, die wir zusammen sein Wort hören. Und ich merke, ich brauche in meinem Leben andere Menschen dazu. Ich brauche die Gemeinschaft. Ich brauche unsere Runde am Dienstagmorgen mit Frauke und mit dir, Sarah, wo wir gemeinsam auf Gott hören. Ich brauche meine Small Group. Ich brauche die Frauen und Männer um mich rum, mit denen ich mich gemeinsam nach Gott ausrichten will, weil alleine oft eben
schaffe ich es nicht so weit. Manchmal kann ich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich schon zu K.O., um jetzt noch mal irgendwie die Bibel aufzuschlagen und mich da noch mal reinzugraben. Und das ist so schön, finde ich, gemeinsam unterwegs zu sein und zu sagen, wir sind eine Gemeinschaft und wir sind eine Hörgemeinschaft. Wir hören gemeinsam auf Gott, weil ich für mein Leben, ich will nicht die Stimme sein. Wir reden ja über die Stimme. Ich will nicht die Stimme sein, sondern ich habe entschieden, ich will ein Echo der Stimme Gottes sein. Und wann kann ich ein Echo sein? Dann, wenn ich die Stimme höre. Und ich weiß auch, Gott schreit nur manchmal, meistens flüstert er. Warum? Weil es mich dazu zwingt, ganz nah an ihn ranzugehen. So, wenn ich dir was ins Ohr flüstere, ich muss ganz nah kommen. Und dann kann Gottes Stimme in mir Widerhall finden und ich sei ein Echo in dieser Welt sein. Und das ist eigentlich das, was ich mir wünsche und wo ich gleichzeitig merke, ich brauche die anderen um mich herum. Christsein hat nichts zu tun mit Einzelkämpfertum, sondern mit einer Gemeinschaft, in die Gott uns reingestellt hat. Und eben gerade bei der Frage, wie kann ich diesen Zeitgeist erkennen und von Gottes Stimme unterscheiden, da brauche ich andere dafür. Ich bin mega begeistert, euch auch zuzuhören, wirklich. Also ihr seid zwei Frauen, die sich so viele Gedanken machen, so intelligent und so. Ihr seid auch Mütter. Ich finde das krass, Mann. Also wirklich. Intelligent und ich finde das sehr inspirierend. Die Damen jetzt aber noch mal Butter bei die Fische. Ja, also Zeitgeist ist ja wirklich omnipräsent. Und wie kann ich damit umgehen? Also oder muss ich dagegen ankämpfen oder gehe ich mit oder also was ist das Rezept? Wie gehe ich mit dem Zeitgeist um? Total spannende Frage. Ich würde da einfach auf unseren Wert, den wir als ICF haben, nochmal Bezug nehmen. Und zwar sagen wir, einer unserer Werte ist doch, relevant zu sein. Und relevant bedeutet nicht nur das Äußere, ansprechend zu sein, sondern ich träume davon, dass wir als Kirche, dass wir als Christen gesellschaftlich relevant sind. Und wenn wir anfangen, diese Weltanschauung, dieses Denken wieder zu beeinflussen, dann haben wir eine Transformation unserer Gesellschaft. Und auch da, wir Christen sind in Teilen selbst Teil unseres Zeitgeistes geworden, dass wir das Christsein auf einer individualistischen Ebene nur noch denken, oder? So oft denke ich doch, ich und mein Jesus. Aber wisst ihr was? Gott hat nicht nur individualistisch gedacht. Ja, er sieht dich, aber er sieht auch uns als Gemeinschaft. Er sieht uns als seine Kinder, als sein Volk. Und wenn wir gemeinsam sagen, wir setzen unseren König in unserer Weltanschauung wieder auf den Thron, er ist derjenige, der Maßstab aller Dinge, dann kann es einen Effekt haben, wenn wir mit One Voice in unsere Gesellschaft reinsprechen, von der ich nur träumen kann. Und das heißt nämlich, hey, ich lebe nicht nur, dass ich eines Tages in den Himmel komme, sondern ich lebe, dass der Himmel auf diese Erde kommt. Jawohl. Und Reich Gottes wird da gebaut, wo Gott als König wieder auf dem Thron sitzt. Preach it, Sister. Yes, preach it. Was soll man da noch sagen? Also, ich bin platt, ne? Nee, Daniel, noch einmal zurück hier, noch ein bisschen, genau wieder, das ist ja meine Theologenabteil hier. Der Punkt ist, was ich cool finde an Daniel, er hat eigentlich nicht so gegen etwas gesprochen, hat nicht gesagt, ja, ihr Babylonien, alles scheiße, sondern hat gesagt, hey, ich bin eigentlich für meinen Gott. Also, versteht ihr, was ich meine? Und also er hat sich nicht gegen diese Kultur gestellt, sondern hat in ihr gelebt und hat in diese für sich gesprochen, wie er darin leben will. Und er hat das sehr mutig gemacht. Und aktuelles Beispiel, Corona-Politik. Ich höre sehr viel, ja, ich finde Impfung scheiße oder ich finde eben nicht impfen scheiße oder ich finde sowieso Maske scheiße. Also es ist immer sehr negativ alles und wir sind gegen etwas. Ich merke das auch es ist eigentlich schade, dass wir als Kirche manchmal auch berühmt sind dafür, dass wir zum Beispiel eben, wir sind häufig bekannt dafür, dass wir gegen etwas sind, eben zum Beispiel gegen Sex vor der Ehe oder so. Das ist eigentlich ein bisschen schade, finde ich. Und ich wünschte mir, weil ich das bei Daniel sehe, weil er war bekannt dafür, dass er für seinen Gott war und er hat dadurch, weil er eben für sich gesprochen hat und nicht gegen eine Sache,
hat er unglaublich vieles bewegt. Das finde ich schon extrem inspirierend. Gott hat uns nicht einen Geist gegeben, eben der Angst, um wieder auf den Anfang zurückzukommen, sondern einen Geist der Liebe, der Kraft, der Besonnenheit. Also ich vermisse manchmal ein bisschen die Liebe in der Diskussion da bei Corona. Ich vermisse manchmal die Kraft, den Glauben, dass wir in dieser Zeit etwas bewegen können. Also deshalb bin ich froh, haben wir die Sachen immer durchgezogen hier so und irgendwie eine positive Antwort zu geben versuchen. Das mag ich. Also ich möchte euch ermutigen, Krisen zu begegnen mit Liebe, mit Kraft und Besonnenheit und nicht mit Angst. Ja. Ja, finde ich ein super Tool, was man so ganz praktisch anwenden kann. Wie ich gesagt habe, wenn ich Angst habe vor was, dann guck ich genauer hin, gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Und was mir eben auch persönlich hilft jetzt bei der Frage, wie beurteile ich jetzt manche Dinge, die mir begegnen. Was ist jetzt mit Yoga? Wie gehe ich mit manchen Facetten um? Ist das, Jesus selber ja gesagt hat, an den Früchten werden wir quasi die Wurzel erkennen. Und jetzt ist für mich eine Frucht. Ich bin jetzt keine Biologin, ich habe auch leider nicht den grünen Daumen meiner Mutter geerbt. Aber ich kann sagen, der Apfelbaum in meinem Garten, der hat nicht heute Blüten und morgen hängen da Äpfel dran, sondern das ist was eine gewisse Zeit manchmal braucht, um auch Dinge wirklich ergreifen zu können. Früchte sind was reift und nicht was immer gleich auf den ersten Blick irgendwie präsent ist, sondern manchmal, nicht immer, aber manchmal brauche ich auch ein bisschen Zeit. Ich darf vielleicht meinen inneren Impuls gleich mal dagegen irgendwie rauszuschießen, mal kurz innehalten und mal genauer hinschauen, das durchleuchten, eine andere Perspektive aufsetzen, eine andere Brille aufsetzen, die Bedürfnisse anschauen, die dahinter stecken, schauen, ist das jetzt das Verhalten, ist es die Weltanschauung, an was störe ich mich da genau, wovor habe ich Angst und so vielleicht dann mit meinem Gott gemeinsamen Weg finden, der mir hilft, mit diesen Fragen umzugehen. Und eben, auch da wieder habe ich mein Umfeld, meine Small Group, meine Frauen um mich herum, mit denen ich ganz konkret fragen kann und sagen kann, hey, wie macht ihr das an Halloween mit euren Kindern? Dürfen sie da jetzt mitlaufen oder nicht? Dürfen sie sich verkleiden oder nicht? Wie erklärt ihr es ihnen? Und einfach gemeinsam unterwegs zu sein, das finde ich gerade bei diesem Thema sehr wertvoll und sehr hilfreich. Ihr beiden, das war fürs Erste das, was wir euch einfach mal mitgebracht haben. Und ihr hattet ja die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und in diese Fragen wollen wir jetzt gerade mal reinschauen, was da von eurer Seite aus reingekommen ist. Und ihr dürft natürlich auch gerne weiterhin Fragen stellen. Und was ihr auch machen könnt, ist, dass ihr die Frage, die jemand anders schon geschrieben hat, dürft ihr nach oben voten, ein Gefällt mir drücken. Dann sehen wir, das ist was mehrere Leute und nicht nur gerade ein oder zwei Personen hier bewegt. Sehr schön. Es kommen genau die Fragen, die in unserem Clip auch aufgetaucht sind. Das habe ich zu den beiden auch im Vorfeld gesagt. Ich glaube, genau das sind die Fragen. Wie sieht es denn aus? Wie gehen wir als Christen mit dem Thema Gendern zum Beispiel um? Oder was ist hier noch mit nehmen wir das Thema Gendern, das Thema Homosexualität vielleicht noch dazu. Wie gehe ich als Christ damit um? Was kann ich tun? Wie verhalte ich mich? Wenn du das Verhalten ansprichst, dann sage ich Liebe. Liebe deine Nächsten, egal wen. Und das ist das, was Gott ist, Liebe. Und wir sollten in seine Ebenbildlichkeit werden. Und also zeigt sich das in meinem Verhalten, ich liebe jeden. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass der Gott, der in dem Alten Testament sich selbst als der Ich Bin beschreibt. Dieser Gott braucht kein Gender-Sternchen, um uns alle einzuschließen. Und das ist eine Diskussion, die aktuell in Deutschland geführt wurde. Dieser Gott, ich bin, braucht kein Gender-Sternchen. Und gleichzeitig weiß ich auch, Jesus muss nicht gendern, weil Jesus spricht dich bei deinem Namen an. Und er kennt dich und er kennt deine Identität. Und ich glaube, dass wir uns da wirklich ein Beispiel nehmen dürfen an der Liebe Gottes. Willst du noch was ergänzen, Nico? Ich wünsche mir, dass wir versuchen, eine Kirche zu sein, eben die offen ist für alle Menschen. Und dass, ich glaube, wenn Menschen Jesus begegnen können, dann, ich glaube, er muss es richten irgendwie. Es ist im Moment so wenn wir einen Ort schaffen können, wo Menschen Jesus begegnen können, da kann er dann auch seine Sicht und seinen Plan weitergeben. Ich glaube, das ist mir wichtig. Ich finde es manchmal schade, dass wir Menschen
gefühlt verlieren, weil wir eben nach wie vor bekannt sind dafür, dass wir nur offen sind für alle, die normal sind. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Das ist ein bisschen schade, aber ja, das mag ich nicht, dass diese Leute rausgetrieben werden und dann Kirche nicht toll finde. Ich finde, Kirche sollte ein Ort sein, wo eben Menschen Jesus begegnen können. Und Jesus ist irgendwie allen begegnet. Den Kaputten, den Gesunden, er hat mit allen gesprochen, er hat sich um Kinder bemüht, er hat sich um alle Menschen bemüht. Und das finde ich schon mega cool an ihm. Und ich glaube, wir müssen Menschen einfach zu ihm bringen. Ja. Die Menschen zu Jesus hinlieben, würde ich sagen. Ne? Und ich finde auch, egal ob das jetzt das Thema Homosexualität und wie gehen wir als Christen damit um oder das Thema Gendern und muss ich jetzt hinter Gott noch ein Gendersternchen machen, damit auch quasi das Gottesbild für alle und jeden offen ist, finde ich einfach immer den Gedanken auch hilfreich für mich. Ich glaube, dass in vielem, was unser Zeitgeist auch so zum Ausdruck bringt, göttliche Wahrheit drinsteckt. Aber dass der Teufel kommt und was ist er? Er ist derjenige, der die Wahrheit verdreht, der sie diesen kleinen Twist reinbringt, dass aus eigentliche was Gutem, nämlich zum Beispiel beim Gendern, dass Gott dich als Individuum sieht, dass er Platz hat für dich, dass er nicht sagt, du musst ins Schema F reinpassen und genauso muss das sein, sonst kann ich nichts mit dir anfangen, sondern Gott liebt ja die Freiheit, er hat uns zur Freiheit, er hat uns maximale Freiheit gegeben und der Teufel kommt aber und bringt da so ein Twist rein und da genau hinzugucken und da den Finger drauf zu halten, aber nicht auf dieses grundsätzlich göttliche Prinzip zum Beispiel von Freiheit, davon, dass Gott alle Menschen annimmt, bedingungslos. Das finde ich einen ganz spannenden Aspekt da drin. Nicht immer einfach, das zu treffen, aber auf jeden Fall das Ziel, was ich versuche so anzuvisieren in dem. Ne? Und das Spannende ist, dass die erste Frage des Teufels eigentlich war, hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt, dass er den Mensch als Mann und Frau geschaffen hat? Hat Gott wirklich gesagt, dass er eine göttliche Ordnung hat? Ne? Und das ist spannend, wie wir diese Frage, hat Gott wirklich gesagt, spüren wir gerade in unserer Zeit. Und das ist auch mal spannend, diese Themen anzuschauen und abzugleichen, wie Daniel mit dem Wort Gottes. Was sollte man heute zum Thema Sex vor der Ehe stehen? Wie sollte man stehen? Stimme Gottes oder Stimme der Zeit? Ja, das sind die schönen Themen hier, ne? Da sage ich auch immer wieder, wir können jetzt schon diskutieren mit Bibelstellen und so, das will ich jetzt gar nicht das Fass auftun. Ich finde, da gibt es schöne Diskussionen, kann man sehr schöne führen und brauchen wir wieder eine halbe Stunde. Aber ich sage dann auch immer hier auch wieder, ich will nicht bekannt sein dafür, dass ich eben gegen das bin, sondern ich versuche dann den Leuten zu erklären, wie schön es war, zum Beispiel meiner Frau, ich habe sehr spät geheiratet, wie schön es war, mich darauf zu freuen. Ne? Also ich fand es cool, den Weg zu gehen, ein bisschen anders als die meisten es machen. Ich fand es schön, zum Beispiel nicht im selben Bett mit ihr zu schlafen bis zur Hochzeitsnacht. Ich fand das richtig schön. Und Hochzeitsnacht, das war dann einfach so Highlight, mit ihr im gleichen Bett zu schlafen. Und danach wusste ich auch, ich gehe zum allerersten Mal mit ihr alleine in die Ferien, Flitterwochen. Ich war ich könnte euch nicht vorstellen, wie ich mich auf die Flitterwochen gefreut habe, ey. Und ich habe dann versucht, den Leuten immer vorzustellen, wie ich mich darauf freue. Und für mich war es nicht so, ich darf das nicht, sondern eher so, eben das ist das, was ich meine. Ich war so für etwas. Ich war so für dieses, ich war richtig, und ich würde es genau gleich wieder machen. Ich fand es irgendwie mega schön. Es gibt auch Leute, die würden es nicht so machen, die sagen, ja, das war nicht so toll, aber für mich so hat es mega Sinn gemacht und ich habe darin auch Gott erfahren und so Hohelied und so Warten und da die jungen Zwillinge, die Brüste sind wie junge Zwillinge, das sind ja die Verschleicher, die verscheuchen sich, weil sie eben noch ein bisschen schüchtern sind und die wollen entdeckt werden. Ich fand das irgendwie mega so romantisch und schön. Und das finde ich eben, das, was ich damit sagen möchte. Ich muss da nicht Bibeltexte zitieren, sondern ich kann versuchen, weil ich den Geist Gottes habe, so Freude daran zu entwickeln, an diesen biblischen, für mich ist es eine biblische Idee, ich muss Freude haben, ich will es nicht aus gesetzlichen Gründen tun, sondern weil ich Freude daran habe, weil das Gesetz eine Freude ist für mich. Ja, super, Gedanke. Finde ich sehr toll. Also, danke, dass du die klaren Statements hier so rausballerst. Manchmal muss man die so klar hören. Ne? Und was ich aber auch finde, Sarah, was du ja vorhin gesagt hast, was auch so typisch für unsere Zeit ist und gerade auch bei diesem Thema zum Beispiel Sex vor der Ehe ist, es passt mir nicht so,
Also lebe ich es einfach anders. Ich mache mir meinen eigenen Gott. Ich baue mir das so selber zusammen. Es kann doch nicht sein, dass dieses alte Buch da wirklich die Autorität in meinem Leben ist. Da gefällt mir Gott an ein paar Ecken und Kanten nicht. Das ist mir zu edgy, das ist mir ein bisschen zu, weiß nicht, blutig, ein bisschen zu brutal, ein bisschen zu radikal auch manchmal. Also schneide ich das ab und lasse es weg und zimmer mir meinen eigenen Gott. Und das ist aber nicht der Gott, von dem wir da lesen. Und das ist nicht eben der Gott, der sich vorstellt mit Ich bin, der ich bin. Mit diesem, ich habe diesen Allmachtsanspruch, diese Allwissenheit und ich weiß, wie dein Leben gut funktioniert. Wir denken, wir wissen, wie unser Leben funktioniert und das ist ja genau der Zeitgeist. Ne? Der Mensch macht sich selber zu Gott. Ich bestimme über Gut und Böse, nicht mehr Gott bestimmt über Gut und Böse. Ja, Bibel wird so ein bisschen zu Bibelbastelbogen mit Seiten zum Rausreißen. Ne? Nimm ich mal raus hier so. Ja, sehr schön. Genau, eine spannende Frage ist noch, woher wissen wir denn, dass es die Stimme Gottes ist und nicht ein eigener Gedanke? Gute Frage. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Annegret, du bist die... Ja, da sind wir ja bei der Frage grundsätzlich, wie höre ich Gottes Stimme überhaupt? Ne? Und es ist ein riesengroßes anderes Thema. Ich bin der Überzeugung, als allererstes spricht Gott durch seinen Geist, durch die Bibel zu mir. Und das ist das, wie du vorher gesagt hast, nie gut, daran muss ich meine Gedanken schärfen. Da muss ich das, was mir die Gesellschaft eintrichtert, was normal ist, was der Standard ist, so hat man zu denken, muss ich dem manchmal entgegensetzen, um wirklich auch zu sagen, ja, ich reibe mich daran und ich lasse meine Gedanken schärfen. Und dann denke ich persönlich, ja, Gott nutzt ja mich. Wenn Gott in mir lebt, spricht er ja durch meine eigenen Gedanken. Das heißt nicht im Umkehrschluss, dass jeder meiner Gedanken ein göttlicher Gedanke ist. Ganz sicher nein, da bin ich mir sicher. Aber im Umkehrschluss kann ich sagen, ja, natürlich spricht Gott durch meine Gedanken und dann habe ich verschiedene Prüfsteine. Ich prüfe zuallererst an der Bibel. Ich prüfe mit, wie wir es auch schon hatten, mit den Menschen um mich herum, wenn es zum Beispiel große Lebensentscheidungen auch sind, soll ich umziehen, meinen Job wechseln. Ist das eine Berufung in meinem Leben, auch als es für uns um die Frage geht, werden wir jetzt Pastoren oder bleiben wir in unseren alten Jobs? Das war eine Frage, die mit ganz vielen Menschen auch bewegt haben, weil natürlich kann ich nie zu 100% sicher sein, dass es jetzt die Stimme Gottes. Ich glaube, diese Sicherheit gibt es nicht, aber wir reden ja von einem Glauben und der Glaube, sagt ja die Bibel selber, ist eine feste Zuversicht, ist ein Hoffen auf das, was ich nicht sehe, was ich nicht weiß, sondern wovon ich hoffe, wovon ich glaube, dass es so ist. Ich würde auch sagen, Maßstab ist immer die Bibel. Gleiche deine Gedanken mit der Bibel ab und wenn das im Einklang mit dem Wort Gottes ist, ist das schon mal ein spannender Punkt. Und ich habe hier noch ein spannendes Zitat von Augustinus von Hippo, der sagt, wenn du vom Evangelium nur das glaubst, was dir gefällt und ablehnst, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an dich selbst. Oh wow, das nehme ich jetzt einfach mal so als Schlussstatement für uns. Ich danke euch beiden sehr, es hat mir viel Freude gemacht, mit euch dieses Thema zu bewegen, auch schon im Vorfeld. Und jetzt ist der Moment, wo ihr hier zu Hause am Bildschirm, hier vor Ort in den Locations dran seid und ihr dürft jetzt selber praktisch werden. Denn es funktioniert jetzt folgendermaßen, ihr dürft euch gleich zu zweit, zu dritt, zu viert zusammentun und ihr habt 10 Minuten Zeit, wo ihr euch austauschen könnt zu diesem Thema. Wenn du online eingeschaltet hast, dann darfst du da gleich online mitdiskutieren und mitreden. Und die Frage, über die ihr euch austauschen dürft, ist ganz offen gestellt, nämlich einfach, was legt dir Gott bei diesem Thema aufs Herz? Was ist hängen geblieben bei dir? Worüber bist du gestolpert? Wo merkst du, dass der Heilige Geist vielleicht an dein Herz klopft? Und wenn du mit Freundinnen da bist, dann tut euch so zusammen. Wenn du gar niemanden kennst und alleine da bist, kein Problem, dreh dich einfach um und du darfst das von dir, von deinem Herz teilen, was du gerade hier teilen möchtest. Und ich bin sehr gespannt darauf, was wir im Anschluss dann mit dem, was euch bewegt hat, was der Heilige Geist bei euch tut, was bei euch hängen geblieben ist, weitermachen werden. Jetzt ist eure Zeit. Ich wünsche euch viel Freude beim Austauschen.